Aber egal, wir haben anderes zu tun. Lulululu. Zeldas Rettung muss noch ein bisschen warten, Freunde. Denn jetzt will ich die restlichen Skulltulas und auch die Nachtschwärme noch in dieser Folge oder nächsten, wie auch immer ich das nachher schneiden werde, holen. Und deshalb werden wir wieder zum Kind. Und gehen auf die Suche nach den Skulltulas. Doch zuerst holen wir noch ein paar Wundererbsen. Was, aber ich muss mindestens 90 Rubine für eine haben. Also gibt es doch nur noch eine einzige. Wundererbse! Und hast du noch eine, oder? Wir verkaufen Wundererbsen. Du willst sie kaufen? Na gut. 100 Rubine für eine, juhu! Was, es gibt doch noch eine? Okay, okay. Ich habe mich ein bisschen verrechnet. So, das muss aber gewesen sein. Oh, wie schade, die Wundererbsen sind ausverkauft. Wie bitter. Was, wie bitter? Oh, die sind unverkauft doch. Ja. Also dann auf zur nächsten, oder wohl eher ersten Skulltula. Und zwar gibt es hier unten noch eine Stelle, wo wir eine Wundererbse pflanzen können. Jupp. Und natürlich auch eine Skulltula holen. Jupp. Kikeriki, es ist früh Uhr morgens. Und Peck. Und ein paar Käfer gespart. So, komm raus, Skulltula. Bam, bam. Nummer 89. Und wo ist jetzt Nummer 90? Skulltula Nummer 90 befindet sich hier unten bei der Gerudo-Kriegerin mit ihrem zugekifften Kuh. Mu. Zugekifften Kuh, Mu. Mu, Mu. Die macht Kumu. Was sagst du eigentlich? Warum bist du schon wieder hier? Was? Willst du mich etwa noch einmal dasselbe fragen? Wieso schon wieder? Ich war noch nie hier unten. Ja. Wie auch immer. Hier wird die letzte... Hier wird die letzte Bohne gepflanzt. Käfer, kommt alle raus. Hey, bleib du hier! Wo bist du? Ach du. Ja, Käfer und Skulltula, könnte es noch schöner sein? Ja. So schon näher. Du, du, du. Geil, Mann. 90 Stück. Wo ist wohl die nächste? Die letzte Skulltula, die wir als Kind holen können, mal abgesehen von denen im zweiten Tempel, befindet sich genau hier. Dafür müssen wir aber die Hymne des Sturms spielen, damit sich hier ein Loch öffnet. Und genau hier ist auch dieser Skulltula-Glitch. Wenn ich Skulltula-Glitch sage, damit man hört sie bereits, dass man hier theoretisch sich die gesamten 100 Skulltulas, wow, das ist auch clever, glitchen könnte oder halt auch irgendwie cheaten könnte, wobei cheaten ist nicht, ist wirklich ein Glitchen. Bingo, und da ist ja schon die Skulltula. Der Trick dabei ist, dass ihr sie, also jetzt mit dem Bumerang, irgendwie so killen müsst, wobei da kann man auch mit der Dekoschleuder machen natürlich. Sag's gleich mal und führ's auch vor. Bingo! So, jetzt hängt sie da. Jetzt müsst theoretisch gesehen, jetzt den Boomerang wieder werfen, um die Skulltula zurückzuholen und dann gleichzeitig hier reinspringen. Weil solange ihr den Boomerang werft, könnt ihr auch noch bewegen. Seht ihr? Das klappt sehr gut. Und dann hier rein und dann, während ihr reinbeamt, beziehungsweise rausbeamt, bekommt ihr die Skulltula hier. Und dann ist das Seltsame daran, dass euer Zähler hier, sprich den hier, der geht um 1 hoch, aber die Skulltula bleibt da. Und deshalb könnt ihr diesen Trick unendlich oft wiederholen und habt so natürlich in Windeseile alle 100 Skulltulas, die ihr theoretisch benötigt. Finde ich aber ein bisschen lame und ich will es euch auch zeigen, wie es richtig geht, also machen wir es auch so. Bingo! Das war also Skulltula Nummer 91 und das heißt, wir kehren wieder zurück. Zurück in die Zukunft und holen uns die restlichen als Erwachsener. Ob man es glaubt oder nicht, aber auch als Erwachsener gibt es hier im Kokiridorf noch eine Skulltula zu holen. Yeah. Mal kurz gucken, wir haben hier jetzt eine schwebende Plattform errichtet als Kind. Oder zumindest gepflanzt. Ich frage mich gerade, komme ich jetzt so drauf oder... Da drauf war sie, ja. War sie woanders?
Ich weiß nicht mehr, wo sie war. Beim Haus der Zwillingen. Nun, wo war das jetzt? Ich überlege gerade. Ne, das war es nicht. Müsste also das da gewesen sein, oder? Aber es ist ja gar nicht Nacht. Das ändern wir mal schnell. Na super. Okay, nachts im Kokiri-Wald. Holen wir uns die Skulltula. Yo. Ich frage mich gerade. Yep, da hinten ist sie. Ich habe sie gerade gesehen. Und da oben die nächste Skulltula mit den Eispfeilen. Autsch, das muss wehtun. Aber die Eispfeile sind echt noch genial aussehen. Echt cool. Yeah. Nummer 92, oder? Yes. Und die nächste ist ganz in der Nähe. Tja, und hier sind wir auch schon. Der Bereich des verwitterten Baumes, sagen wir so schön. Und hier ist die nächste Skulltula. Die nächste Skulltula. Bam. Oh yeah. Und schon geht's weiter. Die nächste Skulltula gibt es hier am Zora-Fluss. Und zwar zum einen da oben ist eine. Nummer 94. Und dann müsste hier irgendwo Nummer 95 sein. Hört so gerade nichts. Was sogar erst da oben. Mal kurz Luki Duki machen. Yep, hier höre ich sie. Irgendwo ist sie. Ah, da oben. Nee, ist was anderes. Also das Herzteil. Oh, da oben ist sie sogar. Na, komm, doch glatt daneben gelaufen. Oder mal leer vorbeigelaufen. Komm her, Skulltula. Ich sagte, komm her, Skulltula. Geht doch, geht doch. Nummer 95, wenn ich mich nicht komplett irre. Bingo! Und auch in der Nähe gibt es noch eine Skulltula. An der Quelle der Zoras, die ja offenbar nicht mehr eingefroren ist oder gar nicht eingefroren war, wie auch immer. Auch hier ist eine Skulltula, die ich nur als Erwachsener erreichen kann. Man glaubt es oder nicht. Zoras Quelle, jetzt mal kurz gucken. Denn hierzu brauche ich ja das Auge der Wahrheit. Sieht man schon etwas? Nicht wahr? Oh, das ist ein Grashüpfer. Was machst du denn? Grashüpfer natürlich. Wasserläufer kommen auch aus Super Mario 64. Was sogar hier platt machen? Irgendwie so war... Oh, Moment mal. Ne, es war so einer, genau. Ich mache die Titanhandschuhe. Ossa! Ja, und jetzt noch Bomben, oder wie? Mal kurz gucken. Ja, genau hier. Link, geht da rein. Link! Geht doch. Bisschen Mana, sehr schön, sehr schön. Jetzt das Auge der Wahrheit. Hier gibt es unsichtbare Gegner. Kommst du mal runter? Ah, jetzt. Oh, natürlich. Hallo, Alter. Gut. Der nächste, bitteschön. Dreh dich um, dreh dich um. Bingo. Na, wenigstens ist die ein bisschen folgsamer als noch die in Skyward Sword, wa? Die haben sich nie umgedreht. Also man hat mit dem Schwert dagegen geschlagen, aber hat er mir auch nichts gebracht. Ja, Navi, hör auf mich zu nerven, Mensch! Ich weiß, Zelda ist in Gefahr und so, oder? Alles Kultur. Ach so, nee, diesmal ist was anderes. Autsch, was war denn das für eine Scheiße?
Essen! Los doch, sogar ans Schloss! Wir müssen Prinzessin Zelda befreien. Ich hab keinen Bock dazu, kapier das mal! Wenn sich ankotzt, dann besorgt jemand anderes. Moment mal kurz, brauche ich hier das Auge? Denke nicht. Aber sicher ist sicher. Und dann geht's ab zurück zum zweiten Tempel. Hab zwar gar keinen Bock drauf, aber was muss, das muss. Hallo, bin da. Wer noch? Sind die eigentlich sonst nicht? Ah, doch. Auch ohne der Wahrheit ist die sichtbar. Cool, Mann. Also, zurück zum zweiten Tempel. Ah, Leute, ich glaube, ich habe einen gefunden. Na, endlich mal. So natürlich nicht. Vielleicht so. Ja. Ist nur eine Frage von Minuten. Und da drüben, wow, geht sie tief runter. Da ist sie schon. Eine der Skulltulas, die mir noch fehlen. Natürlich eine der wenigen, wa? Kurz gucken. Ja, das war der im Lavaraum. Alles klar. Auf geht's zum nächsten. Wo auch immer der sein soll. Ich glaub's nicht. Wie konnte ich denn die Skulltula da übersehen? Ist mir unbegreiflich. Okay, weil das ist der Raum, den kennt ihr alle noch. Der irgendwie vom ersten Stock, bevor wir da irgendwie... Ja, da hat er was mit Irrlichten und so, wa? Ja, genau, da drüben sind sie. Ach du Scheiße. Tja, wer hat auch dieses Rätsel gelöst? Ah ja, genau, der Raum. Mit den vielen und doch gleich aussehenden Zeitblöcken. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Hä? Ist mir verarschen, oder? Ach, kommt sogar rüber. Wow! Damit habe ich jetzt zwar nicht gerechnet. Hallo, Skulti. Die kommt so schnell nicht wieder. Wow! Und damit wäre auch der dritte im Bunde erledigt. Schöne Skulti, aber ist die jetzt unter mir oder ist die hier oben? Voll unter mir war. Navi, kann ich die irgendwie entfernen, die Blöcke hier, oder wie sieht's aus? Gut, dann passen weg. Jetzt geht da drin, nee. Vielleicht muss ich hier reinklettern. Und jetzt nochmal. Und derweil bestaunen wir Link in der Nahaufnahme. Wo ist die Skulti? Wo ist sie? Es werden so immer weniger, aber es dauert trotzdem eine Weile. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Wieso kann man nicht einfach alle mit einem einzigen Lied wegbeamen? Oh, vielleicht deshalb. Oh, das ist doch die falsche, Mensch! Ist sie in der anderen Ecke oder wie sieht's aus? Ja, vermutlich schon, wa? Dann stelle ich mich mal hier hin, vermutlich klappt es dann gar nicht, also wieder hier hin. Moment. So wird ein Schuh aus. Richtig spielen, auch das wir gelernt sein. Ja, ja, ja. Okay, jetzt hier.
Und der erste Block ist weg. Darunter kann das sein. Wirbelattacke. Nein, Link nicht hochklettern. Wirbel habe ich gesagt. Yep, darunter ist sie. Und zum letzten Mal will ich es hoffen, dann ist... Yep. Yes, Mann! Damit haben wir alle Skulltulas. Nee, nicht ganz. Wir haben erst 99. Eine Skulltula fehlt noch. Und wo wir die herbekommen, das seht ihr nicht in dieser Folge, auch in der nächsten, sondern erst kurz bevor wir zu Ganondorf gehen. Denn da auf dem Weg liegt die. Und damit haben wir alle 100 Skulltulas. Was jetzt noch fehlt, sind die Nachtschwärmer. Die werde ich vermutlich auch noch in diesen Part reinpacken, aber erst einmal, also in dieser Folge meine ich, aber erstmal beende ich an dieser Stelle hier die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Master Quest. Ganz genau, ciao zusammen. Und weiter geht das Abenteuer, diesmal wie bereits angekündigt mit der Suche nach den Nachtschwärmern. Doch zuerst einmal, was sind Nachtschwärmer, was sind überhaupt Irrlichter und so weiter und so fort. Was gibt es für Geister? Diese Fragen kann uns hier einer beantworten. Und zwar jemand, der selber irgendwie wie ein Geist ist und ja. Hallo Jungs, na wie geht's so? Ja, schon gut, immer das verdammte Gekreische, man könnte meinen, sein Weiber. Nee, ich habe nichts gesagt. Habt ihr was gehört? Ich habe nichts gesagt. Gut, und hier ist er schon, aber früher noch als Kind irgendwie, Link ist noch rein, dankeschön. Irgendwie noch ein Grenzwert oder so etwas war, da ist hier dieser seltsame Typi. Ja, wer ist der? Oh, du bist ein agiler junger Mann und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Okay, er ist schwul. Schau nicht so, ich kann Gedanken lesen. Ups. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Ich sehe gut aus, der ist mir neu. Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Ja, dank Ganondorf. Gepriesen sei der Name, gehen die Geschäfte zurzeit blenden. Alter, der gehört zu Ganondorf. Moment mal, so wie du aussiehst, bist du vielleicht... Nee, oder? Ich kann hoffen, dass es so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Ja, genau. Und Irrlichter findet man ja sonst wie, eigentlich im ganzen Feld und so, ständig überall, sprich auf dem Friedhof oder auch auf dem Hyrule-Gelände. Hyrule-Gelände natürlich. Da auf dem... Na, kommt schon, wie heißt es halt schon wieder? Nein, ist auch nicht die Weide. Hyrule Feld, Hyrule... mir fällt es gar nicht mehr ein. Egal. Jedenfalls überall, außer natürlich, ihr seid auf dem Pferd unterwegs als Erwachsener, dann erscheinen euch Nachtschwärmer. Genau, Hylianische Steppe, meine Fresse, habe ich jetzt lange gebraucht, bis das mal wieder in den Sinn kam. So, 3 Flaschen habe ich, die 4. bekommen wir für 10 Nachtschwärmer. Das Problem ist halt, wie ihr seht, 2 sind bereits voll, das heißt, ich muss ich zuerst mal leeren. Also, kommt raus! Fee, ja, Kikriki, du auch. Der kommt auch raus, aber den will ich nicht fangen. Kikriki, mein Hals. So, die Fee wäre befreit. Leider füllt sie unsere Magieleist nicht auf, was ich ein bisschen seltsam finde, aber okay. Ist offenbar keine magische Fee. Ja, egal. Gut, die Käfer sind da und jetzt ruft noch Epona und währenddessen sage ich euch jetzt schon mal, dass ich das Ganze ein bisschen schneiden werde. Weil mit den Nachtschwärmen habe ich mir schon immer ein bisschen dämlich angestellt, hier mit dem Gamecube-Controller und so, also wenn es gleich ich sage jetzt mal, ja, einen kurzen Schnitt gibt und wir gleich wieder irgendwo da sind, dann wisst ihr zumindest, was los ist. Also, holen wir den ersten Nachtschwärmer. Jo, der erste, der ist hier beim Schild, der sich mir gerade ein bisschen widerspenstig anstellt. Hallo, bleib mal hier und Schuss und nochmal. Bam. Voll in die Hand geschossen. Und schon haben wir ihn, den ersten Nachtschwärmer. Hey, ihr glaubt nicht, wie lange ich jetzt gebraucht habe, bis ich mal den ersten hier hatte. Weil es ist einer der einfachen. Er hat trotzdem schon mal eine ganze Ladung Pfeile verschossen. Aber ich denke, das liegt auch daran, dass ich ein bisschen Übung brauche und so wieder. Die Steuerung auch wieder ein bisschen... Auch wenn nur ein bisschen Fennerlicht habe, aber ja. Oh, der zweite, wo ist denn der überhaupt? Ah, genau, ja. Kommt entweder hier unten oder dann halt da oben auf dem Felsplateau. Da könnt ihr auch entlang reiten und dann würde er direkt hinter uns erscheinen, aber das Problem ist dann halt... Ja. Dass man ihn vielleicht nicht mehr so gut fängt. Klar.
Wenn der hinter uns ist, sprich beim Baum, in der Nähe des Baumes und so, dann fliegt er mal schnell noch davon und, hallo Flasche? Du hast angefangen, wir müssen auch nur. Ja, das war Nummer 2 und Nummer 3, das ist natürlich hier beim Feld von Hyde. Und 1 und 2. Ich sage 2, geht doch. Ja. Ich kann gleich mal das Ganze. Hallo, Bruder. Gleich mal das Ganze auflösen. Wieso ich jetzt plötzlich über die Cut stelle, wenn man so will. Wo halt das Ganze, eine kurze Animation eingeblendet wird und so. Und ich zwischen Geist hin und her schalte. Wieso man dann trotzdem meine Stimme hört, das liegt ganz einfach daran, dass das Ganze hier nachspreche. Ja, war mir ein bisschen zu mühsam, das Ganze live zu synchronisieren, beziehungsweise ich hatte es teilweise live und teilweise nicht. Da dachte ich mir halt, na komm, sprichst halt das Ganze nochmal nach. So, 3 haben wir, da erinnere ich mich noch, dass ich euch jetzt auch noch zeigen werde, wie ich die ganzen abgebe und was der Typ da sagt und ja. Also das Einzige, was ihr jetzt hier nicht seht, sind meine Fehlversuche, zumindest die meisten nicht. Ihr seht es anhand der Pfeilen, dass ich wieder mal ein paar verschossen habe. Ja, Fehlversuche nicht und das ständige Hin und Her mit neuen Pfeilen kaufen, das habe ich auch nicht gezeigt. Ansonsten ist alles dabei. Ja, Brunner schon gut, beruhigt dich, Pferd. Aus! Sitz! Ruhig! Ja, Sitz, klar. Wo leer stehe. Und durch den Fluss gewatschen, wieder mal nasse Füße, ist doch super. Also wenn Link keine Lungenentzündung kriegt, dann weiß er auch nicht mehr weiter. Aber ja, im Notfall kann er immer noch wieder 7 Jahre zurück in die Vergangenheit, da hat er keine und... Guckt euch das mal an, hey, der hat da links ein Zeichen des Triforce und auf dem Bauch hat er doch auch eins. Da genau auf dem Bauch hat er auch so ein goldenes Triforce-Symbol. Sag mal, Alter, bist du irgendwie Triforce-Sucher von Ganondorf oder bist du vielleicht sogar... Nee, oder? Die Wiedergeburt des Todbringers, er ist es! Nee, natürlich nicht. Wäre ziemlich lachhaft. Oh, du bringst mir etwas, das ist ja schön. Oh, erstaunlich, das ist ja ein Nachtschwärmer. Was du nicht sagst. Dann bekommst du 50 Rubine. Und dann hast du 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto. Ja, pro Nachtschwärmer gibt es 100 Punkte und er erklärt schon, bei 1000 Punkten gibt es dann einen Preis. Und der Preis ist heiß. Woher habe ich jetzt den Spruch schon wieder? Egal. Ja, schon wieder Nachtschwärmer, du bist so cool, ey. Und dann hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto. Was mich jetzt echt mal interessieren würde, ist, was macht der mit den ganzen Geistern überhaupt? Singen wir sammeln. Alter, schlag mich nicht, ja? Ist das Sammeln irgendwie ein Hobby von dir, dass du einfach nur so just for fun betreibst, oder? Ich meine, der gibt uns Geld, der will kein Geld, irgendwie. Ist das schon ein bisschen crazy. Aber irgendwie auch cool. Wobei man sich da auch fragen könnte, wie entstehen überhaupt Nachtschwärmer? Oder was ist eigentlich so der prinzipielle Unterschied zu den Irrlichtern? Wie werden diese erschaffen und so? Sind Irrlichter einfach nur, ja, bin schon beim 4. Komm schon, und Nummer 1 und jetzt! Und tschüss! Ja, dann erinnere ich mich noch gut. Ja, was ich eigentlich fragen wollte, sind Irrlichter, Nachtschwärmer, gibt es irgendwelche Unterschiede von den Personen, die es mal ursprünglich waren? Sprich, sind Irrlichter einfach normale Hylianer? Nachtschwärmer waren irgendwie mal, was weiß ich, schon der nächste. Irgendwelche Sonnentruppen Ganondorfs? Oder irgendwelche hylianischen Ritter? Wer weiß. Und das ist Nummer 5, jetzt geht es plötzlich ganz gut voran, war. Aber ich sehe gerade, das war ja wieder geschnitten. Ich habe nichts gesagt. Egal, Nummer 5. Komm schon. Das ist ein Geist vernichtet. Ja, dann lacht dich auch noch blöd ins Face an. Will sie ihn aufbewahren? Na klar. Wie kann der überhaupt in der Flasche aufbewahrt werden? Ich meine, das ist ein Geist. Der haut doch wieder ab, Mansch. Mansch. Ja, ich Mansch, du Mansch, wir Manschen. Stellt sich doch wirklich die Frage, ob das nicht magische Flaschen sind. Also mich auch fragt ist, wieso da links oben immer dieses seltsame Tunnelzeichen irgendwie so zu sehen ist. Crazy, wa? Aber immer nur hier draußen auf der hylianischen Steppe. Mann. Langsamer sprechen, ich kann dabei auch singen, aber dann lauft er mir wieder davon und das will ich ja nicht. Egal, ich reite ein bisschen. Hüa, hüa. Dann haben wir relativ schnell gekriegt und könnt entweder hier unten entlang der Mauer reiten, um ihn aufzutreiben, den 6. Geist, oder aber ein Stockwerk höher halt. Da geht's auch, aber es ist halt ein bisschen mühsamer zu holen, weil ihr dann wieder hier herunterreiten müsst und holen müsst, weil der Platten halt hier unten liegen.
Deshalb ist es so angenehmer und jetzt haben wir bereits wieder 6 Stück. Wieder 3 neue meine ich. Ja, das heißt wieder zurück. Zurück nach Hyrule. Zum Geisterkäufer. Juhu, wow. Epona, was machst du da? Ja, nein. Mensch. Ah, ja. Die Pferdesteuerung in Ocarina of Time war noch teilweise ein bisschen tricky. Ich glaube, das haben sie bei Majora's Mask ausgebessert, soweit ich mich erinnere. Wobei, ich muss ganz ehrlich zugeben, Majora's Mask war mir schon ewig her. Und ich habe es auch nie wirklich zu Ende gespielt. Ich glaube, ich habe es selber nie wirklich... Na doch, Moment mal. Also ich weiß noch, ich habe es damals bei einem Freund noch gespielt und da teilweise selber gezockt, teilweise hat er gezockt und ja. Ich glaube, ganz durchgespielt habe ich es nie, obwohl ich weiß, wie es anfängt, wie es aufhört. Ach stimmt, die Sidequests, die habe ich nicht alle erledigt gehabt. Das war's, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber spielt auch keine Rolle, das kommt dann irgendwann mal, sobald ich Majora's Mask Let's Playe und ihr mir dabei zusehen wollt, dürfen. Nein, ihr schöner Bildschirmschoner. Lass den Quatsch. Ja, ist gut, hau mir dann auf die Pfoten, Mensch. Alter Schwede. So, hier hast du deinen. Oh, da bringst du mir etwas schon wieder. Das ist Nummer 5, oder? Ja, es ist die Hälfte. Du kannst gut mitrechnen, Alter. Dankeschön. Hier ist 50 Rubine. Und 100 Punkte, Mensch, bist du cool. Ich weiß. Ja, wieder eine Belohnung. Du wiederholst dich, Kumpel, du wiederholst dich. Halt, hör mal auf damit. Oh, du bringst mir noch etwas. Ja, halt mal die Klappe, Mensch. Oh, noch ein Nachtschwärmer, bist du cool, Mann. Ja, das waren strenge neue Sprüche. Und 100 Punkte, bist du cool. Ich sehe gerade, da oben einen grünen Geist, einen pinken. Nee, ist doch pink, ist kein Violett. Die stehen gerade und rausswitchen. Was sind das wohl für Geister? Oh, ja. Navi nervt gerade, ist mir gerade egal. Stimmt, hier im Weltraum gibt es sogar 2 Geister. Den einen, den bekommt man, indem man hier durch diesen Grasbüschel reitet. Und dann eigentlich, jetzt macht er einen Fehler. Oder? Das wäre woanders gewesen. Kommt er echt? Nee, eben nicht. Ihr müsst da bei dem Baum da ganz rechts. Link, dreh dich bitte. Link! Habe ich vergessen zu schneiden? Oh. Ja, okay, wird die Aufnahme ein bisschen länger als ursprünglich erwartet, aber genau, bei diesem Baum müsst ihr entlang reiten und glaube ich durch dieses Grasbüschelbeet hier und bingo, da ist er schon. Schieß! Sagte Schieß! Mensch, worauf wartest du eigentlich, Michael? Meine Fresse, ey, warte noch länger, du. Alter. Ja. Jetzt mache ich mich ja schon wieder selber platt, das gibt's ja wohl nicht. Und jetzt kommt wieder, so jetzt aber richtig. Uno! Und das geht doch. Ich sage ja, einfach wieder ein bisschen Übung und die Steuerung ein bisschen verinnerlicht und schon klappt das Ganze. Dann ist auch diese dämliche Steuerung des Gamecubes kein Problem. Naja gut, Navi, nicht nerven! Ja, Epona, schön und gut. Ich frage mich gerade, was mache ich hier eigentlich? Link, wieso wartest du da? Solltest du eigentlich weiterreiten? Ja, geht doch. Hoch da. Link, geh mal hoch! Dankeschön. Ui. Ja, die Steuerung. Also beim Gamecube ist da eigentlich nicht schlecht. Das will ich auch gar nicht behaupten, aber hier zumindest hier bei Ocarina of Time ist einfach manchmal zu sensibel. Da kannst du ein bisschen anstupsen, sprich dann C-Stick und dir springt der Bogen direkt ins andere Ende des Bildes. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Ich meine, wenn du irgendwie da am Knabenschießen so etwas bist oder sonst irgendwie Bogenschießen oder was weiß ich, was man da für Sportarten noch alles betreiben kann. Jetzt übrigens auch noch einen, da quer durch den Wald reiten. Da müsste irgendwann kommen. Und dann tust du ganz ein bisschen den Daumen anspannen und willst ihn nach links verschieben. Dann macht er deine Hand auch nicht plötzlich einen Sprung von etwa 10 Metern nach links, oder? Also muss man natürlich auch ein bisschen berücksichtigen. Dass die Steuerung nicht ganz originalgetreu ist, aber was soll's. Ist ja selten aus mit der Wii Motion Plus. So, jetzt habe ich 8, wa? Link, was sagst du? Ihr habt 8? Wieso speicherst du? Ach so, stimmt ja. Wegen den Pfeilen, damit ich nicht da wieder zurückrennen musste, das war's ja. Wobei mit 10 Pfeilen, da wirst du nochmal rennen müssen, Alter. Ja.
Huja, wo ist Nummer 9? Nummer 9 und 10 sind ja da unten, vor dem Gerudo-Tal. Alter Scheiße. Okay, der eine geht noch relativ gut, der andere war mühsam, da erinnert mich. Oh ja, weil der eine verschwindet super duper schnell. Da müsst ihr echt gleich den Daumen auf dem Auslöser haben, weil sonst... Ah, da ist er auch schon. Das ist eigentlich der einfache. Bäm, schon habe ich ihn. Schon habe ich ihn. Hopp. Ja, nimm ihn mit. Dankeschön. Das war die Nummer 9. Yeah. Und, Epona, nicht so störrisch, du müder Gaul, hat der Panna gesagt. Nö. Epona ist der weiblich, also wäre es eher ein müdes Geulchen. Nee, geht gar nicht. Geulchen wollte ich gerade sagen. Eine Gauline, so war's. Ein Gaul, also der Gaul und die Gauline, so, jetzt haben wir's. Alter, was erzähle ich hier für einen Scheibenkleister von einem Mist? Ja, egal. Ihr seid von mir gewohnt. Es ist wieder mal zappenduster, das ist hier vom Schloss immer. Aber hey, Ganondorf ist doch echt ein Weichei. Ich meine, Todbringer, dessen böser Einfluss, der war auf der ganzen Welt zu spüren und hier. Ja, aber Ganondorf, gerne mal vom Schloss und dann fertig. Aha. Ein bisschen Lusche, Alter. Naja. Diejenigen, die mein Skyward Sword Let's Play gesehen haben, die wissen ja, was auch so von, also im Vergleich jetzt von Ganondorf und dem Todbringer und so halte, war. Wer jetzt da stärker ist und so und der schwierigere Endboss. Im Grunde genommen sind beide ziemlich einfach, aber Ganon, also nicht Ganondorf, sondern Ganon ist ja, das behaupte ich jetzt zumindest mal, es spricht auch vieles dafür, dass Ganon die Wiedergeburt des Todbringers ist und Ganondorf einfach nur die Reinkarnation zwecks Gerudos und so. Ich glaube, da war es auch von den Göttinnen so vorgesehen, dass halt das Triforce aufgesplittet wird und ein Gerudo auch ein Teil bekommen sollte und dann war dieser Gerudo halt zufälligerweise die Wiedergeburt des Todbringers und dann, ja, wurde dann halt mit einer Kraft der Göttin, sprich halt mit dem Fragment der Kraft, wurde dann halt zu Ganon die wahre Wiedergeburt. Inkarnation und was weiß ich, es gibt ja so viele Theorien dazu. Ich glaube, ich muss erst Skyward Sword nochmal zocken und auch hier mal, oder die ganzen anderen Zelda-Spiele noch gespielt haben, vor allem Link to the Past. Weil Link to the Past und jetzt mit Skyward Sword, Ocarina of Time und so, es gibt noch ein paar Fragen diesbezüglich, aber wegen Ganon und ja. Weil bei Link to the Past könnte man wirklich meinen, es gäbe dann einen neuen Ganon. Dass der gar nichts mehr mit dem aus Ocarina of Time, The Wind Waker und Twilight Princess zu tun hat. Das ist komplett neu und schon sind wir wieder an einer anderen Stelle. Ist ja super. Genau hier erscheint er und switcht uns gleich durch die Mauer. Ah ne, drüber hinaus. Link, den kriegst du noch. Und Schuss. Einmal. Zweimal voll ins Auge. Ja, das wäre eine Variante. Die andere Variante wäre, in die entgegengesetzte Richtung zu reiten. Würde ich aber nicht empfehlen, da er mir sonst, also zumindest bei mir immer, ist er mir immer in die Wand entglitscht. Ja. Scheibenkleister sagt man dazu nur. Aber egal, wir haben 10 Geister, beziehungsweise, um korrekt zu sein, 10 Nachtschwärme. Damit haben wir alle für die 4. und letzte Flasche. Geil, Mann! Tja, jetzt fehlen nur noch Herzteile, plus die Goldschuppe, plus das letzte Bomben-Upgrade, also Upgrade für die Bombentasche, und noch das letzte Upgrade für Pfeil und Bogen, beziehungsweise korrekterweise den Köcher. Alter Falter, ja, das wird noch mal was werden, hey. Also meine, die meisten Herzteile sind relativ einfach zu holen und so, da muss man einfach viel herumlaufen, sonst nichts. Es gibt ein paar andere, die sind ein bisschen mühsam. Aber das seht ihr dann noch alles. Da, ganz eindeutig da am Bauch seht ihr das goldene Triforce-Zeichen bei ihm. Wieso überhaupt? Ich kapiere es nicht. Was hat der mit dem Triforce zu tun? Und vor allem, der hat ein Auge. Ein Augengeist, yeah. Oh wow, du hast jetzt 1000 Punkte, Mann. Geil, du bist ja der geborene Geisterjäger. Ja, macht Luigi Konkurrenz. Man sieht es ja auch. Grün, wa? Dank dir ist mein Bestand nach Schwärmen enorm gestiegen. Dies ist der letzte Geist, den ich dir abnehme. Und jetzt bin ich stark genug, um Ganondorf zu stürzen und mir das Triforce zu holen. Was? Nee. Das vielleicht in einem anderen Zelda-Spiel. Eine leere Flasche. Alter, diese Geschichte gibt es in keinem Zelda-Spiel. Nur mal so nebenbei. Was? Ist eine Unverschämtheit. Ja.
Der ist so bos, der steht gleich um sich mit seinem seltsamen Stock. Wozu braucht ein Geistersammler einen Stock? Der hat richtige Beine, sehe ich gerade. Richtige Füße. Was ist das für ein Vieh? Eigentlich sogar. Egal. Wir sind ja fertig, Leute. Wir haben endlich 4 Flaschen. Ich frage mich gerade, was ich hier eigentlich treibe. Können wir langsam den Part beenden? Oder? Mache ich das auch? Ja. Nochmal alles durchsehen. Seht ihr, wir haben 4 Flaschen. Die kann ich jetzt noch füllen. Dann machst du noch kurz bevor wir zu Ganondorf gehen mit einer Fee. Einen Magietrank ganz sicher. Den kann ich immer gebrauchen. Und sonst die letzte Skulptur holen wir auch, bevor wir zu Ganondorf gehen. Also liegt praktisch gesehen genau auf dem Weg. Aber sonst haben wir soweit alles. Und ich sehe gerade, es ist Abenduse geworden. Also bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.